er verteilt ja nur Fischstäbchen hier umsonst. Ne? Aber lecker, lecker. Das kann doch eine Weile dauern. Nehme ich noch welche mit nach Hause. Ich habe 2 Kinder, die essen gerne Fischstäbchen. Ja, sehr schön. So, du kannst den Kopf wieder hochnehmen. Wir reden jetzt nicht mehr über dich. So. Nein, wir gucken weg. Wir gucken weg. Nimm den Kopf hoch. Ich glaube, er weint wirklich. Gleich Wladimir Klitschko. Was würde eigentlich unser Kumpel, dein Kumpel Franz Beckenbauer zu Wladimir Klitschko sagen? Ich weiß, die beiden kennen sich gut aus dem Stangelwirt. Da boxt er normalerweise in der Tennishalle und Franz Beckenbauer geht da ein und aus. Was ist die Nachricht? Wladimir ist da. Da kann ja auch immer mal was dazwischen kommen, aber er ist da und er ist gut gelaunt, er ist entspannt, wie Sie sagen. Wie kam es denn eigentlich zur Zusammenarbeit zwischen Segmüller und Wladimir Klitschko? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte, die ich aber möglichst kurz hier mal rüberbringen möchte. Wir haben gesagt, dieser Sommer, Spätsommer, steht im Zeichen des Sports, der Rekorde, nämlich die Europameisterschaft ist gerade vorüber, Olympische Spiele. Also das Ganze verlängern wir mit einem Festival der Rekorde. Wir wollen Danke sagen für einen Sportsommer und das auch mit unseren Kunden feiern. Und da war die Überlegung, Festival der Rekorde, die Europameisterschaft, die Olympischen Spiele, das muss was ganz Besonderes sein und das muss ja auch zu uns passen und umgekehrt muss es ja auch passen. Also haben wir gesagt, das muss ein amtierender Weltsportler sein. Wenn uns das gelingen würde, wäre es perfekt. Und deswegen Wladimir Klitschko. Also ich glaube, da haben Sie ja recht. Kaum einer in Deutschland steht als aktiver Sportler für so einen Erfolg, für so ein Ansehen und wir freuen uns gleich auf ihn. Das Festival der Rekorde, das passt ja auch noch wunderbar dazu. Da ist ja, wir haben gesagt, der Wladimir Klitschko steht für absolute Bodenständigkeit. Wir sind ein bayerisches Familienunternehmen, zwar ein großer deutscher Möbelhändler. Jetzt ist es eure Chance. Die beiden suchen ihre Mama. Seid ihr... Oh, ja, deswegen, so viel Zeit muss sein. Sucht ihr jeweils eure Mama oder sucht ihr eine Mama? Seid ihr Geschwister? Nee, gell? Ihr sucht jeweils eure Mama oder auch Papa, oder? Mama. Deine Mama, wie heißt du? Stefanie. Okay, und die Mama ist die Heike? Okay, pass auf. Wo ist die Heike? Da ist die Heike. Ist das die Mama? Alles klar? Weißt du was? Die Mama kommt jetzt hier vorne zum Eingang und da bringen wir dich hin und ist alles gut, okay? Hier kommt Wladimir Klitschko. Red Hot Chili ist schon echt eine gute Band. Ich fühle mich jetzt als ein Musiker zu sein. Guten Tag. 1000 Menschen sind heute hier, um Sie zu erleben, den IBF, IBO, WWF, das seit 2004 hier eröffnet hat, das erfolgreichste Möbelhaus der Welt, präsentiert den erfolgreichsten Boxer der Welt. Wo war es denn bequemer, in so einem Sessel in der roten Ecke oder auf dem harten Schemel, auf dem Sie am 10. November in der O2 Arena wieder Platz nehmen werden? Ich muss schon sagen, dass ich habe in der Ringecke einen Sessel, der ein bisschen anders aussieht.
als diesen. In diesem war es sehr bequem. Ich hoffe, dass ich nicht so oft sitzen muss am 10. November, wo ich dann wieder kämpfen werde gegen Mario Schwach. Ein Gegner, der eigentlich noch größer ist als ich. Hat noch weitere, noch größere oder längere Reichweite und schwerer und jünger noch dazu. Das muss ich leider schon nach so vielen Jahren sagen, auch die Jungen noch dazu. Aber trotz diesem, wie gesagt, ich hoffe, dass ich nicht so oft dann in Ringecke sitzen muss. Das heißt, ich werde nicht so viele Runden haben. Natürlich für die Zuschauer, es ist gut, je länger der Kampf läuft, desto mehr kann man sehen. Aber es ist auch wieder schwer. Ich gebe ein kleines Beispiel. Wenn der Kampf zu früh beendet wird, zum Beispiel in der ersten, zweiten oder dritten Runde, dann steige ich aus dem Ring aus und dann werde ich gefragt, ja, was ist los? Ich bin von weit weg hierher gekommen, gefahren, so viel Geld ausgegeben, Zeit gefunden und dann nur 2 Runden habe ich von dem Kampf gesehen. Also enttäuschend. Wir waren froh, dass wir diese Stadt und dieses Land für uns entdeckt haben. Wir fühlen uns, ihr merkt wahrscheinlich nach dem Dialekt oder nach dem Akzent, dass ich immer noch die deutsche Sprache zwar beherrsche, aber mit einem Akzent. Ich muss sagen, wir sind voll angebürgert sozusagen und wir sind Adoptivkinder von Deutschland und das Land lieben wir. Das Land, der natürlich uns wahnsinnig viel gegeben hat, von allem wahnsinnig viele Fans, die unterstützen und deswegen Deutschland bleibt immer für uns ein Zuhause, wo wir immer wieder zurückkommen und immer wieder da sein werden. Jetzt haben wir über den Olympiasieg gesprochen. So hat es angefangen, also 1996. Jetzt ist Sigmüller ein großes Familienunternehmen und wir haben ganz viele Familien mit Kindern hier und heute zu Gast in dieser Sigmüller Arena in Weiterstadt. Des berühmten Sportjournalisten aus Frankfurt hier um die Ecke, Hartmut Scherzer, der gesagt hat, für mich sind wahre Champions die ganz tief gefallen sind, um wieder noch stärker, noch klarer wieder aufzustehen. Was war für Sie der wichtigste Kampf Ihrer Karriere, der Sie zu dem gemacht hat, was Sie heute? Von Strategie und Taktik und Technik natürlich. Aber jeder Kampf, jede Niederlage, die ich erlebt habe, hat wahnsinnig viel beigetragen. Hat wahnsinnig viel mehr gelernt, gegeben. Und eigentlich die Kämpfe, die ich nicht gewonnen habe, sondern verloren habe, das sind 3 insgesamt aus 61, die mich auch geprägt haben und stärker und besser gemacht haben. Dann analysiert man, woran lag das, wo sind die Fehler, dass ich die Fehler nicht wieder wiederhole. Und wie gesagt, für jeden nächsten Kampf, ich bereite mich für meinen letzten Kampf und ich gebe wirklich 100% in. Genau, die Titel, die sind auch in so einem Koffer, die sehe ich auch nicht bis zum Kampf oder auf die Pressekonferenz sehe ich schlafe damit nicht, weil viele Weltmeister, wenn die Titel gewonnen haben, dann schlafen die halt mit den Gurten. Ich kann auch vorstellen, weil man aufgeregt ist und man freut sich auch, ein Ziel zu erreichen und nicht, dass ich das unterschätze. Ich meine, natürlich ist es wichtig, die ganze Titel, aber bei mir steht einfach eine Herausforderung bei einem Gegner, bei einem Menschen, der gibt mir eine Herausforderung physisch, aber auch mental und dieses Spiel mag ich sehr. Deswegen kämpfe ich nicht als Weltmeister gegen einen Gegner, sondern als Wladimir Klitschko. Eigentlich ohne Titel und ohne alles drum und dran, weil das hat man im Ring nicht. Das sind nur zwei Gentlemen und mit die Gestik, die versuchen einander dann zu zeigen, wer der Stärkere ist. Und so eigentlich läuft das auch ab. Dann ziehen wir jetzt den glücklichen Gewinner, der dann bitte auch zu uns auf die Bühne kommt, hier zu Sigmüller, zu den Champions im erfolgreichsten, umsatzstärksten Möbelhaus der Welt, hier in Weiterstadt auf über 60.000 Quadratmeter. Alles und mehr ziehen wir jetzt die Karte des Gewinners und nennen seinen Namen, den wir dann auf den Boxhandschuhen auch verewigen werden. Es freut sich über handsignierte Boxhandschuhe. Ein Mensch, der mit Vornamen Carsten heißt. Wer heißt Carsten?